Fire Emblem Echoes, Shadows of Valencia. Die gute Laune ist zurück. Vor in den letzten Folgen haben wir so viel geschafft. Wir haben 2 dieser scheiß Hexeneinheiten vernichtet, die hier gespawnt sind. Plus hier noch vernichtet, was da entgegenkam und so. Und ja, unsere Truppe ist ziemlich cool geworden. Ab zum Bergschrein und erstmal ein paar entwickeln. Gut, wer kommt mit? Clive. Hätte ich jetzt aber gerne dabei, nachher er sein soll. Sie muss entwickelt werden, genau. Lucas gerne noch Level Up, Tobin entwickeln, Gray entwickeln, Claire, Cliff. Ich glaube, ich nehme mal Mathilda raus. Gegen ihren Liebling, war, weil natürlich beides Riedmeise, das schon, aber Clive noch ein bisschen trainieren ist nicht so eine üble Idee. So. Mal kurz speichern und dann rein in die gute Stube. Bin gespannt, was noch alles passieren wird, aber erstmal Animation ausschalten. Ich glaube ja. So. I can feel an uncomfortably warm breeze pushing back at me, attended by a low rumbling. The voices of the dead, perhaps, calling from the land beyond, hungry again. Es sind magische Einheiten, ja super. Ich mache platt. Just say the word. Es lebe Sagittae! Es lebe Excalibur! Excalibur ist schon cool. Es lebe Excalibur! Scheiß drauf. Es lebe die Aura! Alter. Was lebe die Laura? Ne, es ist die Aura. Allow me. Toll, kommst bis zu dem hin. Und tschüss. Das wäre irgendwie eine doofe Idee. Ich hatte wirklich schon mal bessere Ideen mit ihm. Mit dem Jungen. Ach, alles eine scheiß Trefferquote, wa? Alright, let's go. Ja, Alm, was machst du denn für einen Damage, wa? Jo, bitte kill ihn mal. Mach erstmal die linke Seite frei, wa? Das könnte eine scheiß Idee werden. Hehehe. Na gut, sind damit noch Rettung. Zumindest Alm da rauszuholen, weil Cliff wird vielleicht einen zweifachen Angriff noch überleben, aber Alm habe so meine Zweifel mittlerweile. So, wenn natürlich gar keinen Zweifel habe, ist sie hier, die wird da... Komm, die macht da... Ja, wobei, also sie kriegt auch ordentlich was reingedrückt. Aha, natürlich noch eine Gegner trifft, logischerweise. Also jetzt dringend mal ein paar K benötigt, ganz ehrlich. Das ist echt himmeltraurig. Oh, das gefällt mir allerdings. Also man, dass er so viel Schaden macht. Jo. Und vor allem mal doppelt. Sehr gut. Dann Claire, es ist relativ einfach, du musst ihn killen. Was du aber nicht machst. Jetzt habe ich noch einen Teleport, Gott sei Dank. Sogar einfach physisch an. Ah, scheiße, physisch, ah, Lucas. Okay. Ja, wäre natürlich Lucas eine bessere Wahl gewesen. So, jetzt natürlich die Frage, wa? Ich habe da 2 beschissene Magier, die mich angreifen werden. Alm, retten oder heilen? Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, dass retten die klügere Wahl wäre. Ich sehe, dass ich hier vielleicht nicht unbedingt viel kämpfen sollte. Ist irgendwie, weiß auch nicht. Unbedingt der beste Zeitpunkt. So. Ja, euch geht so weiter gut, war also. Scheiße, kommt da nicht mehr hin, aber sie soll dahin. Ich leg's mal hier runter.
Dann die gute Claire. Bitte mach nochmal ordentlich Schaden. Dankeschön. Liebe Delphia. Ich muss nichts sagen, weil du weißt genau, was ich von dir will. Kill deine Gegner. Oh yeah. Und du? Stirb. Also eine magische Front mit Cliff und Delphia kann es recht sehen lassen. Luke, sind wir immer noch vom Level Up und so, aber Hungry again for life. Valentia knows no deeper pit than this. The guts of Fear Mountain. Jetzt habe ich gar nicht gehört, was Alm, oder vor allem gelesen, was Alm zum Schluss noch gesagt hat. Dann noch ein bisschen abgelenkt war. Alter, die ganzen Silberdukaten, ne? Was wir da alles upgraden kann, vor allem Königsschwert und so, wird schon geil. So, was steht jetzt hier drauf? Besitzt du Macht, dann zeig sie mir. Oh oh. Warum nicht? Was ist das? Alter, leck mich fett. Du musst ergeben, du bist so lustig. Ich würde gerne abhauen, ist möglich, danke. Also ich hoffe da gerade physisch an, sonst habe ich echt ein Problem. Ja, Standback, was soll er sonst tun? Traust dich zum Kampf, der ist so lustig. Der ist ein ganz lustiger. So weit, da muss der Schütze hier oben sein. Warte mal. Das ist normaler Schaf jetzt mit 20 Damage, also, ne, wobei. Okay, das Risiko lieber nicht ein. Nee, quatschen. Ja, wir können später quatschen. Ich guck mal zuerst, was die für einen Schaden machen. Ist harmloser, als ich gedacht hätte. Gut, hier oben können sowieso nichts machen. Da ist erstmal sind die dran, war. Erstmal hier den Drachen ausschalten, was auch immer das im Vieh sein soll. Ja, du musst untergeben, das sehe ich auch. Aber, überlebt er wohl einen Angriff mit dem Königsschwert? Also mein Zweifel. No, easy peasy. Level up für Lucas. The Wall. The Wall is real. So. Drachen platt machen, leicht gemacht. Ich würde sagen, jo. Aber sowas von Feuer mag er gar nicht. Aura mag er weniger. Seraphim? Keine Chance. Tschüss, Geist. Das war ziemlich green, wenn man es so formulieren darf. Wann ist er? Okay, später mal angucken. Dann habe ich hier natürlich nochmal den guten alten Cliff. Und was kann uns ein guter Cliff alles sagen? Genau, er hat eine Aura drauf, er hat Sagittae. Und ganz ehrlich, ich liebe die Animation von Sagittae. Ihr doch auch, komm, gib zu. Sagittae ist so geil. Ich habe wieder geil, ganz geile Laune. Jo, du. So. Jo. Jodi-Jo. Jodi-Jo ein bisschen, anlocken. Mach jetzt mal mit Clive. Ganz vorsichtig. Für das erste Mal ganz vorsichtig ein bisschen quatschen. Ich mach's jetzt schnell. Hey, Faye. Our journey will be over soon, won't it? And because of that, there's something I need to tell you. I know now probably isn't the best time in the world, but I have to get it out. All right.
I'm listening. There's a dream I have. Or more of a wish, I suppose. But I dream that after the war is over, you'll return with me to Ram Village. We'll have a little garden, we'll hunt our own food, and we'll never have to fight another battle for as long as we live. Pretty good dream, don't you think? Yeah, it's nice. So do you think it'll come true? I'm sorry, Faye, but no. I'm not going back to the village. I can't. Not anymore. There are too many things left for me to do. But I'll always be thankful for you and all my friends back home. I never would have found my place in the world if it wasn't for you. You're very special to me, Faye. Just not in the way you want. So knowing all that, will you keep journeying with me anyway? Oh, I suppose. This is a pretty grand adventure after all. Still, I thought that if I came with you, we'd find something together that... Oh, never mind. I should have known such a thing wasn't really possible. But I'd like to keep my feelings for you, if that's all right. At least until we part. Will you allow me that much? Of course, Faye. Oh, die arme Fee, aber es ist... Was will sie da groß anders sagen? Weil es ist natürlich... Sie musste einem die Wahrheit sagen, ganz klar, wer hätte es nicht verstanden, hä? Und... Ja. Nicht immer hat er ein Gefühl erwidert, das ist der Lauf des Lebens. Also, was heißt nicht immer, wenn du natürlich schon erst Mal Glück hast, richtig gefunden hast, oder den richtigen, wie auch immer, welche Perspektive man es sieht, natürlich was ganz anderes, aber in der Regel... Naja. Oh, Animation! Mike. Alter! Du machst ein bisschen viel Schaden. Du machst immer noch ein bisschen viel Schaden. Klar, ist ein Baron, aber ist doch kein Baron der Nacht. Das kann doch nicht sein. Ja, offenbar ja schon. So, wie weit kommen jetzt da oben? Kuckuck, wer bist du denn? Na toll. Warte mal, so ein Move, wo man sich fragt, warum los? Aber egal, erstmal, Delphia wird hier ordentlich... Alter, die Aura. Seraphim! Na, killt sie nicht ganz. Ja, mach Aura. Was? Sie hat nicht gekillt, warum nicht? Damit Almine killen kann. Jo. Es lebe der King's Sword. Finde ich irgendwie auch. So, schön Level-Up für unsere Truppe. So muss das sein, Freunde. Jo, da oben, was soll ich da oben noch machen, wa? Kann ein bisschen Purgativen da oben, aber ansonsten... Aber hier unten relativ wenig zu tun. Delphia levelt und levelt, das gibt's kein Morgen mehr. Aber eben sind ein bisschen wenig KP, ja, muss ich ändern. Wow, ja, mir seine Kappe voll runtergehen, weil er seinen mächtigsten Zauber einsetzt. Die einfach alle für den Arsch sind. A stunning victory for a stunning lady. Gut gemacht. Nun öffne das Tor und erblicke, was dahinter liegt. Erstrebe neue Macht. Du musst Lanze halten. Was? Was kriege ich ja ständig für krasse Items? Ja, jetzt plötzlich, war die ganze Zeit über dem Let's Play und so nichts Besonderes bekommen. Jetzt plötzlich, ja, jetzt kriegst du halt die krassen Items, wa? Freu dich doch. Und ich denke mir so, ja, schon, aber, Bart eines Drachen, was soll ich machen sollen? Verbesserten Angriff. Okay, wir brauchen ein bisschen mehr Angriff. Wir sind eigentlich schon alle sackstark, wenn Heller sein soll. Ich will sogar bei Tobin, ja, klar, hat einen Stahlbogen und so, aber warte mal, ich warte erst, bis ich alle entwickelt habe, weil es wird noch ein bisschen zu früh. Andererseits in Waffen, ne, die dabei sind.
Lanze erfüllt mit eines Gottes Macht. Gewicht 3. Oh, natürlich Kraft plus 6, aber habe ich jetzt auch schon. Mehr Crit Chance drauf. Bei ihm was anderes. Also wir müssen Stahlschild abgeben und Defensivboost, aber bei ihm trotz allem gerne drauf. Andererseits. Natürlich bei Dumas Land so die Frage, was sie sonst so macht. Speed Top 3 ist schon relativ viel. Clive, ja, aber nee, er braucht es eigentlich noch. Da kann es auch upgraden, wa? Die Frage ist bei ihm ja auch wegen Crit plus 10, ob es überhaupt was bringt. Oder schicke ich das Item rüber? So, und sonst scheint es aber relativ klein zu sein. Knoblauch. Was ist das hier? Rohes Fleisch, okay. Das ist in der Kiste, rohes Fleisch. Wird da sicher sehr genießbar sein. Und wir gelangen, wie ich vermute. Natürlich, wie könnte es auch anders sein? Things are what you might call delicate in our village. We're not supposed to talk about the whole magical bloodline thing. That's bullplop though, right? I think it is. We've got all this incredible magic at our disposal, and we have to hide it? I want to show off. I want people to bask in my awesomeness. Plus, who wants to do real work? I mean... Anyway, I'm glad I fight for you now, and do what I'm good at. Feel free to lay on the compliments when you see me kicking tail, yeah? Okay. You may recall me mentioning the pilgrimage my mother and I went on. Well, as it turns out, the pilgrimage was in Rigel. This is because my mother was a cleric of the Duma faithful. It was only later that she crossed to Sofia and left me with the priory. It was sudden, and I never learned why. She simply vanished from my life. But another mother rescued me when I was at my lowest. The Mother Milla. Now I will spend my life repaying that debt however I can. I will bring the mother's wisdom to the meek and lonely, and save them in turn. Ja, die heilige Mutter Milla. Wie geil ist die bitte drauf? Mir fällt gerade auf, die gute Delphia braucht den Gebetsring gar nicht mehr. Ja, von dem Tod bewahren, Man hat eh schon so viel Glück, also, kann mir da echt langsam mal etwas anderes überlegen. Die will ich eigentlich eher bei dem behalten. Den Fugue-Schild vielleicht, war jetzt ein bisschen mehr Defense auch noch, plus noch ein bisschen mehr Resistenz. Aber wenn man es mal so vergleicht, das ist schon relativ viel Resistenz. Klar, sie bekommen noch mehr dazu, aber sie sind nicht zu viel Verteidigung, als das lohnen würde. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Vielleicht später schon, weil man kann auch mal den hier geben. Gebetsring lohnt sich gerade aktuell nicht mehr, muss man leider zugeben. So, bevor ich entwickle, ganz kurz gucken, was da hinten noch gibt, weil eventuell, es könnte ja sein, kriege ich da hinten wieder irgendwie so Erfahrungsbrunnen und so, und wenn ich jetzt schon erst hier mache, oder, keine Ahnung. Erstmal gucken, vielleicht ist doch sinnvoll. Sind tatsächlich ein paar Brunnen. Was machen diese Brunnen, wa? Glückwasser sprudelt hervor. Jetzt relativ wenig Glück, wobei die Delphine natürlich auch schon, aber Alm hat, wie ich finde, im Vergleich auch schon ein bisschen wenig.
Gray erst recht, glaube, da kann ich nicht mehr viel machen, da ist der Zug schon abgefahren. Lucas lohnt sich nicht, klar, ich weiß nicht, wie lange ich ihn noch im Team habe, deswegen. Ja, Tobin lohnt es zumindest noch ein bisschen. Okay, das waren Quellen des Glückes. Was habe ich? Nicht so, sondern auch nicht prüfen, sondern wenn ich gehe und nach oben rechts. Was habe ich hier für schöne... Ups! Okay, doch mehr erstmal entwickeln. Gray. Dunkelkrieger, yo. Bewegung +2, Fähigkeiten +2, Crit ein bisschen mehr. Und hoher magische Resistenz. Da sehen wir gar nichts. Also auch +5 nachher. Und dann noch mit dem Blitzschwert, hey. Alter, stellen wir gerade ihn mit Silber in Kombination vor. Jo, ich glaube Saber und Gray so als Dunkelkrieger-Duo, die werden da ordentlich loslegen. Und ich hoffe vor allem, dass jetzt noch ein bisschen mehr Resistenz generell levelt. Und es hat natürlich 7 war insgesamt, das ist schon cool. Die scheint doch Magie, endlich mal, endlich. So, was kriegst du? Mehr KP, geil, mit hoher Beweglichkeit und Reichweite. Bogenreichweite +2 oder was? Davor schon. Dann noch einen Beritten, einen Angriff mehr. Mehr KP, mehr Bewegung. Ja, Ist natürlich schon cool, aber Berittener, Vorsicht, neue Schwäche. Yeah, er hat ein Pferd bekommen. Ihm ist ein Pferd aus dem Arsch gewachsen. Ja, ungefähr so. Hilfe, Hals verabschiedet sich gerade. Gesegnete, yeah! Mein Arsch tut langsam weh. Fidiralala. So. Seraphim gelernt, endlich. Heilicht und Absolution, wie geil! 5 Kappe daher hat sie. Was ist das generell? Nee. Negiert Eliten, schauen durch Gelände, also kennen wir bereits. Heilig bei Freunden, genau. Sakralring, der ist ein normaler Ring zum Heilen, ne? Das ist jetzt nichts Besonderes, generell. Ja, mal ganz kurz gucken, was kann ich jetzt eigentlich großartig ändern von Items, Da gebe ich ihr halt statt einen Rittertod, gebe ich da Dumas Lanze. In der Crit-Chance halt, sie hat ja schon 17. Das ist eine Option, man kann man echt mal überlegen. Also ist nicht dabei, scheiße, stimmt. Ich habe es nicht dabei, deswegen kann ich gar nicht drauf. Aber generell glaube ich, ist eine gute Idee. Silberbogen oder erst noch upgraden, stimmt. Von Tod bewahren. Ja, das ist natürlich mit mehr Glück und so, aber da ist ja schon relativ gut drauf. Wir machen jetzt dafür besten Angriff, weil ich würde es doch gerne geben. Gray eigentlich nicht, er ist sowieso stark genug. Tobin eigentlich auch, von dort Entwicklung. Er ist auch nicht im schlechten Angriff, also, klar, man auf sie zum Megatier, ist klar. Alter, Königsschwert +8 mittlerweile. Ich würde es, glaube ich, sogar ihm geben. 2 erhöht, sehr gut. Wahrscheinlich was erhöht, also, da wird vielleicht gar nichts. Jo. Ich würde trotzdem sagen, speichern. Die Sequenz, die wir noch haben, sprich die Erinnerung, die schauen wir uns noch ein anderes Mal an, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben und so.
jetzt, ja, noch ganz kurz weitergehen, weil das interessiert mich jetzt doch noch. Ich hätte doch gerne mehr Part dann bereits mit dem Kampf gegen die Hexe starten. Ich wurde schon mal vorgewarnt, dass das der offenbar schlimmste Kampf im ganzen Spiel sein soll. Zeig der Statue deine Macht, die Tore der Hölle zu öffnen. Wieso Hölle? Ein bisschen gruselig ist schon, wenn mal eher sein soll. Links Tor der Toten, rechts Tor der Lebenden. Ja, was soll er jetzt machen? Okay, was ist ein Ort hier? Toll, das ist alles. Der haut sogar ab. Das Tor der Lebenden, hm? Ja, es ist schon das richtige Tor. Na komm, was soll's. Hat offenbar auch keinen Bock auf uns. Okay, hier geht's raus. Ist so, es scheint der richtige Weg. Was mit Wandern? Hallo. Ja, komm rein mal ein bisschen, Alter. Okay, kommen jetzt auch jetzt auf uns zu. Der hat keinen Bock, der hier aber schon. Ist sowieso nichts, wa? Hm. Ah, du kriegst mich nicht. So, Kohle sammeln, weg hier. Kuckuck! Keiner fängt allen den Helden. The Hero of Valencia. Ich höre was. Eilering. Hä? Was ist denn das? Ah, okay. Mal ganz kurz versuchen. Plus 10 Speed. Alter. So ein fucking Ring. Leck mich am Arsch. Jo. Alter, jetzt hat die 26 Speed um 5 Bewegung. Wie krass ist denn die drauf? Ey, jetzt doppelt er aber echt alles. Jetzt doppelt sogar Dunkelkrieger. Also zumindest die meisten. Obwohl ich natürlich überlege, war jetzt ein Item habe zum Verdoppeln. Ich hätte ja einige Kandidaten, die ein bisschen mehr Speed gebrauchen könnten. Die meistens schon eigentlich eine relativ coole Waffe, weil man bei Lucas bringt es nicht viel. Obwohl. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn er 15 Speed hätte für einen Baron, das wäre schon krass. Bei Tobin, ja, das liegt eher am Stahlbogen. Er braucht einen Bogen, das ist klar. Bei ihm statt dem Fugue-Schild können wir uns eigentlich durchaus überlegen. Den Fugue-Schild kriegt vielleicht Delphea. Weil Delphea, klar, Delphea ist krass und so, aber aktuell ist natürlich ein bisschen wenig Bewegung, war. Radius, weil es hat erst 5, wobei 4. Ja, er hat auch erst 5, aber schon weiterentwickelt. Also überleg halt, war, meinen sie ist jetzt schon schnell und hohen Angriff, etc. etc. Die Verteidigung mangelt es ihr noch. Warum eigentlich nicht, war? Ich teste es mal. Also jetzt hat er 26 Speed und das für einen Weisen, also boah. 11 Verteidigung, 9 Resistenz, er darf mal zwar nur 15 Speed, aber das levelt er immer noch, dafür 6 Verteidigung und 18 Resistenz. Puh.
Eilering, cool. Was macht der? Ja, ich verwende das mal. Wohin bringt es mich überhaupt? Fuck. Alter, kam das unerwartet. Ich meine, ich wollte gerade eigentlich wieder abhauen. Watch me go. Oh, bin ich gerade erschrocken. Den Offenbar kann ich von hier aus den Teleport nicht wiederverwenden. Das ist natürlich scheiße. Ja, ich würde sagen, wir machen den Kampf, danach gehen wir wieder raus. Ich gucke mal in der Pause für den nächsten Part, ob es noch irgendwas Besonderes gäbe drin, was dann wieder lohnen würde, zum zurückzukommen. Weil eigentlich will ich halt im nächsten Part dann echt mit Dingsbums starten. Mit der Story weitermachen und so. Versteht sich von selbst, glaube ich. So. Gerade mit dem Blitzschwert dann, das ist halt hier natürlich ein bisschen ein Nachteil, aber ich will ja einfach keinen Schaden bei ihm machen. Natürlich hast du ein riesen Problem, Kumpel. Allow me. Wow. Warum nicht mehr Mal critten? Nothing will Wäre ein bisschen stop me. effektiver gewesen, Alter. So, das hat Instant Kill, war sowieso klar. You must heal quickly. Sie hat zwar eigentlich genug Resistenz, aber jetzt trotzdem ein bisschen verwundert. So. Das auch mal. Jetzt ich überlege gerade halt, wer wen angreift. Wa? Wo kommen die überhaupt? Die können hier relativ weit sich bewegen, wa? Just leave it to me. Natürlich trifft sie mit Nosferatu einfach nicht mehr. Just say the word. Ah, ist das scheiße. Ja, der Eilering, war, wie man sieht, er hat es mittlerweile sehr, sehr eilig. Also sowieso aussieht zu sterben. Scheiße. Aber vielleicht doch ein bisschen mehr Resistenz. War. Es ist nicht gut, wenig Resistenz zu haben, ich sehe es ein. Ich reite vor. Lalala. Nein, eben, er braucht einen Stahlbogen. Wow. Treffercode nicht mehr vorhanden. Vom einen Moment auf den anderen einfach nicht mehr vorhanden. Wie weggelöscht. So, ausgelöscht, wie auch immer. Ah, Claire, mir wäre es lieber, wenn du wieder mal ein bisschen richtig treffen würdest. So, das ist zwar ein guter Ausgangspunkt. Dankeschön, nicht immer gleich quitten, Tobin. Das ist ein bisschen übertrieben hier, was du treibst, Alter. Lass den anderen doch auch ihre Punkte. So. Na, Delphine ist schon krass genug. Die kann ruhig noch ein bisschen was anderes treiben. Währenddessen mit Seraphim. Ja, da könnte auch mehr drin liegen. A victory is still a victory. Weil in erster Linie ist es wegen Purgativ und Rettung im Team, war. Toll. Wenn wir hier zurück teleportieren, geht nicht mehr. Scheiße. Okay, Freunde, wir hauen ab. Ich habe, was ich wollte, ist von dem her doch geil. Im nächsten Part also, gucke ich mir, also erstmal bis zum nächsten Part hin, offscreen gucke ich mal, was es hier drin noch gäbe, was sich lohnen würde. Und dann je nachdem gehen wir nochmal rein und holen es oder wir holen es später oder lassen es komplett. Im nächsten Part werde ich glaube noch ganz kurz gucken, was wir im Inventar machen können. Natürlich auch wegen Matilda. Bezüglich halt vor allem
Die war ja auch ein bisschen, dass ich wegen dem Ritter tot war. Da habe ich einen Fehler gemacht. Oder eigentlich Position tauschen, das Item. Ich kann sagen, so haben die Items so. Ja, Inventar, im Sinne von Matilda vor allem. Wäre die Frage, nicht vielleicht doch Dumas Lanze nehmen. Oder ich lasse es erst einmal so, auch wegen der Höhen. Ja, die erhöhte Crit-Chance, die reizt mich schon ein bisschen. Da tut jemand anderen zum Beispiel. Ja, vielleicht doch Luke, so eine natürlich Verteidigung bei ihm sehr willkommen ist. Dann vielleicht doch, wenn man es jetzt gesehen war, da mit dem Eildering und so. Ja, schätze den Fugu Schild vielleicht doch besser und das Delpher vielleicht doch ein bisschen. 7 Schnelligkeit. Schnell genug, ich überlege sogar das hier. Eigentlich auch krass, oder? Lukas und da vorne mit 15 Speed. Man hat sowieso relativ viel Power, also insofern. Also man sieht, wir können relativ viel tricksen und so und gucken, etc. etc. Und dann, nächster Part dann, im Kampf gegen Nuibaba, der Kampf, der offenbar, so ich gehört habe, sehr, sehr scheiße sein soll, also 10-mal so schlimm wie der hier, obwohl ich da 2 Gegner von habe und sowieso verkackt habe. Wir werden sehen, Freunde. Ich meine, klar, wir haben jetzt Greed, Dunkelkrieger und so, viel Resistenz erhöhte. Delphi wird immer stärker und stärker, aber ich glaube, es wird trotzdem ein sehr, sehr schwerer und vor allem mühsamer Kampf. Wird sogar ein bisschen ein fluchreicher Part. Wir werden sehen. Wieder mal danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.